Hallo und herzlich willkommen zu einer Review von einem realisierten Kanadram. Das geht den 4. Teil von Toy Story. Ob das Franchise noch genug zu bieten hat für den 4. Teil oder ob die Geschichte los ausgelutscht ist, das sieht alles hier bei Filmleft. Den Andy Azulis zahlt für seine Spielsachen, also verschenken de Woody, de Buzz an alle seine anderen Kollegen und das kleine Mädchen Bonnie. Lo könnten davor an die Spielschule muss gehen. Dass das dem kleinen Mädchen nicht so passt, merkt Woody schmuggelt sich mit an die Schule. Ganz allein sitzt Lodo und bastelt sich ein neues Kollege mit Sachen, die das der Puppe fand wird. Und daraus entsteht der Forky. Der fühlt sich aber nur überhaupt nicht wie eine Spielsache. Er probiert immer im Zurück an die Puppe zurückzuspringen und an die Wäsche gehalten zu gehen. Woody probiert das allerdings immer zu verhindern, weil Bonnie so immens froh am Forky ist. Der ganz geht natürlich noch gute Krack wie schwer, wo Tisch das Familie mit einem Mobilhome und Vakanz soll fahren. In der Weg gelingt dem Forky dann los, sich durch die Basch zu machen. Der Woody springt prompt an drin und probiert ihn rumzufahren. Ob der Woody den Forky dann rumfindet und ob der Forky sich da irgendwann irgendwann als Teil von der Familie gesagt und ob sie den Weg zurückfahren, das sieht alles am Kino bei Toy Story 4. Was soll ich sagen? Toy Story scheint irgendwie nie auserzählt zu sein. Das liegt natürlich in der Tatsache, dass es um Spielsachen geht, die immer um eine neue Familie weiter verschenken und neue Sachen erleben. Und ja, Toy Story scheint irgendwie nie langweilig zu gehen. Lo geht die Marke schon seit 1995 und trotzdem sind immer froh, wenn ein neuer Delo gekündigt wird. Aber was macht Toy Story da so gut? Angefangen schon mal mit der Starbesetzung wie Tom Hanks, Tim Allen, Jordan Peele oder sogar Keanu Reeves. Als jeder vom gesamten Cast passt einfach nicht mehr perfekt auf seine Rolle. Und natürlich muss auch der Regisseur erwähnt gehen, den Josh Cooley, der schon bekannt ist für so brillante Filme wie Inside Out, Up oder auch Ratatouille. Weil auch bei Toy Story 4 hat bewiesen, dass er nicht mit Animationsfilmen einfach nicht mehr drauf wird. Und die Story ist auch genauso schlau und witzig geschrieben, wie in das von einem Pixar-Studio gewinnt ist. Wenn da noch schon die letzte Filmlevel-Episode gesehen hat, der weiß, dass immens viel Wert auf einen guten Antagonist legen. Und oh Mann, die war gelungen. Wie auch schon an Toy Story 3, war ich das Kerem überrascht, wie gut Pixar hat gelingt, richtig gut Antagonisten zu schreiben. Die sind all Chaos, immer von Grund auf Base und so unheimlich. Und trotzdem lassen sich die Motivationen immer im nachvollziehen. Also mir persönlich ist das Tingerhaut beim Gabby ausgegangen. Aber ganz ehrlich, ich habe mich auf Platzweise gefragt, ob das vielleicht nicht so ein bisschen zu unheimlich ist für kleine Kinder. Aber bon, mir fällt auf jeden Fall immens schwer, irgendetwas Negatives über den Film zu sagen. Weil er einfach von Anfang an immens Spaß macht, dass charmant geschrieben ist. Wenn ich einfach nicht mehr daran denke, wie viel ich über den neuen Charakter Forky gelacht habe, da kann ich nicht mehr sagen, guckt euch unbedingt Toy Story 4 an. Weil wenn irgendwelche Filme für die ganze Familie sind, da sind die von Pixar. Wie denkt ihr über den Film? Hat mir gefallen? Und wie denkt ihr über das Pixar Studio? Verrat mal dann in die Kommentare. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino bei Toy Story 4. Bonnie? We're going home, Forky! Bonnie, I'm coming! On my way, Woody! To infinity and beyond! Don't let Woody leave. Kids lose their toys every day. I was made to help a child. I don't remember it being this hard. Woody, somebody's whispering in your ear. Everything's gonna be okay.